Also wichtig ist, dass man weiterhin eine Struktur beibehalten und die auch im Essen, also dass man zu gewohnten Zeiten aufsteht, miteinander zum Morgen isst, zum Mittag und zur Nacht zu den üblichen Zeiten einhaltet und auch das 9 und das 4 nicht vergisst. Auch die Situation jetzt nutzen, um mit den Kindern zusammen kreativ zu werden. Man kann sich sehr gut einbinden und mit ihnen zusammen kochen. Auch zum Beispiel Kräuter und Gewürze sie daran schmecken lassen und sie selber entscheiden lassen, was dürfen sie wo rein tun, zum Beispiel in eine Tomatensauce oder eine Salatsauce. Auch eine gute Idee ist, wenn man einen Wochenplan zusammen erstellt, wo auch die Kinder ihre eigenen Ideen dürfen mit reinbringen und so weiss man auch gerade schon, was es jeden Tag gibt. Beim Einkaufen ist es so, dass viele nicht mehr so oft posten, dafür mehr kaufen. Mittlerweile haben wir gemerkt, dass Hamsterkäufe nicht nötig sind und bei Gemüse und Früchten frische nützt es sowieso nichts. Eine gute Möglichkeit sind aber auch da, dass man tiefgekühlte Produkte kaufen kann oder sich von einem Hofladen liefern lässt. Wenn man dann gleich zu viel gekauft hat, kann man sehr gut aus dem Smoothies machen oder einmal Äpfelringli oder eine Wehe daraus machen und so die Sachen gut weiter brauchen und die Kinder mit einbeziehen. Ganz wichtig sind Mineralien und Vitamine, dass wir da genügend davon nehmen, und zwar 5 Portionen, was eine Handvoll ist pro Tag. Besonders wichtig ist auch das Vitamin D, das wir vor allem finden in Fisch, in Eier, in Käse, Champignons. Und auch eine wichtige Rolle spielt Zink. Und Zink finden wir vor allem in Vollkornbrot, in Linsen, in Kalbfleisch. Also am besten ist Wasser, ein Erwachsener etwa 1,5 Liter pro Tag. Süßgetränk besser nur zu den Hauptmahlzeiten. Was eine gute Möglichkeit ist, sind aromatisierte Wasser, wie hier, dass man einfach einen Äpfel ins Wasser hineinschneidet, das stehen lässt und schon hat man ein Wasser, das ein bisschen nach etwas schmeckt, aber ohne Kalorien ist. Alkohol soll weiterhin ein Genussmittel sein und nicht ein Beruhigungsmittel. Im Moment ist die Situation mal schwierig. Man hat vielleicht Ängste, man hat Sorgen oder auch mit den Kindern wird es mal schwierig. Und da ist es aber wichtig, dass man nicht regelmäßig zum Alkohol greift, weil das Immunsystem schwächt. Und dass man besser andere Entspannungstechniken sucht, wie Bewegung oder sonstige Möglichkeiten, sich zu entspannen.